blättere weiter. Das ist der Bartimäus. Und zwar, der Bartimäus war so sauer, dass Leute gesagt haben, sei still, was glaubst du, wer du bist? Jesus wird nicht bei dir Halt machen, hat er gesagt. Und dann kam diese Wut, dieser rote Kopf, so ein bisschen fürchtig. Und du merkst, wenn man die Bibel liest mit Bildern, und es gibt ja so Bilderbücher, das ist eines davon, von Bartimäus, dann bekommt eben Bibellesen eine andere Nuance. Und heute geht es um Bibellesen mit Bildern, wobei das geht natürlich nicht bei jeder Geschichte auf, aber nichtsdestotrotz, es gibt etliche, wo man das eben auch machen kann. Susanne, es gibt einen Link hier drauf, kannst du ganz kurz erklären, wie man zu diesem Büchlein kommt, weil ihr braucht hier heute das. Ja genau, heute geht es so mit Inspiration durch Bilder und du siehst unten einen Link eingeblendet, Drive heißt er oder wie, Drive Google, und dort haben wir 6 von diesen Bildern hier aus der Geschichte von Bartimäus abgebildet und es geht jetzt darum, dass du auf diesen Link gehst, die Bilder einfach mal so anschaust, mach dir keine großen Gedanken, was sie bedeuten, das kommt alles noch, aber such dir eins von diesen, ich habe 6 oder 8 Bilder sind da drauf, such dir eins von diesen 6 Bildern aus und welches spricht dich am meisten an? Und das ist intuitiv, gerade also, das, was dich am meisten anspricht. Für den Link nicht finden, gehst ganz kurz durch, Bartimäus am Rand, dann kommt Jesus dazu, hört von ihm. Dann das nächste, wird wieder dann, Jesus bleibt stehen, Bartimäus ist ein Bettler, krasse Bilder. Dann, wie gesagt, er ruft. Also ich habe jetzt nicht ganz alle im Link Leute, unten, aber du siehst es. Leute, komm her. Und dann wird er eben wütend, weil Leute ihn stoppen. Ich zeige auch ganz kurz diese Bildgeschichte. Du sagst jetzt wütend, ich sage, er schreit so laut, dass er eben rot wird. Er hat gesagt, steh auf. Und dann er kommt dann zu Jesus, ich gehe das ganz kurz durch. Jesus fragt ihn, was willst du, was ich dir tue, obwohl er blind ist. Und dann dieses Bild, check out. Bartimäus kann wieder sehen. Wow. Und dann geht Jesus und hier sieht man Mantel und auch den Bettlerstab am Rande. So. Und also jetzt, schau mal, diese Bilder haben wir alle jetzt, wo die Leute sehen, das sind diese. Genau, jetzt kannst du eins aussuchen und wir suchen für dich, oder was wir jetzt nehmen, ist dieses Bild, das ist mein Klassiker. Und man kann mit dem eigentlich jetzt verschiedene Sachen machen. Erstens such dir mal ein Bild aus, aber das, was dich am meisten anspricht, spielt gar keine Rolle, warum. Und dann gib dem Bild einen Text. Also was für einen Text gibst jetzt du, Susanne, diesem Bild, wo er schreit ohne Ende? Emotional, ich bin sehr emotional, ich bin verzweifelt, ich bin auch, also ich schreie aus voller Kehle, ich sage, hey, nicht mehr länger so, jetzt habe ich genug. Also ich würde diesem Bild auch sagen, jetzt ist genug, aber nicht nur so, jetzt habe ich ein bisschen Schnauze voll, sondern es ist, glaubst du, die größte Verzweiflung von Emotionen, von Leiden, von ich verstehe es nicht. Du musst gerade die Hände hochhalten. Jetzt ist genug, jetzt ist genug. Auch es ist mir egal, was Leute denken. Ich bin so, also wenn Jesus jetzt nicht Halt macht, also entweder kommt Jesus zu mir und wenn nicht, dann packe ich ihn. So, man gibt dem Bild einen Text, einfach das, was dich anspricht. Das Zweite, was man macht, ist, was sind die Gefühle? Wir haben es natürlich jetzt schon ein bisschen vermischt mit Titel. Was sind so die Gefühle, die das Bild auslöst? Ich nehme vielleicht ein anderes Bild, das ist auch ein cooles Bild. Warum? Bleib bei dem. Nein, ganz kurz, ich will nur ganz kurz den Link zeigen, was man eben machen kann. Richtig, so hier. So, man sieht den Bettlerstab und auch seinen Mantel. Das Gefühl zum Beispiel, ich kann ja mit dem leben. Ich habe mich daran gewöhnt, oder? Ich habe mich daran gewöhnt. Ich bekomme auch Finanzen durch das. Ich habe Leute, die haben Mitleid und Leute sagen, du Armer. Schau mal, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist der Moment, wo du sagst, ich ziehe eine Linie, nicht mehr weiter, nicht mehr weiter. Vielleicht merkst du, so Bilder beginnen zu sprechen, man gibt einen Titel, es spricht dich etwas an. Man gibt ein Gefühl, wie gesagt, man ist verzweifelt, das ist die Not, man kommt zu Jesus mit der ganzen Not. Und dann ist es wichtig, dass man dem auch so einen Titel gibt. Also man nimmt das Bild, das dich anspricht, das Gefühl, jetzt gibt dem einen Titel. Zum Beispiel könnte man sagen,
bis hierhin und nicht mehr weiter, wäre zum Beispiel ein Titel, oder? Schrei aus voller Kehle, könnte auch ein Titel sein. Oder Halt, Stopp, ich brauche ein Wunder. Oder ganz einfach Hilfe! Oder wie Bartimäus gesagt hat, Jesus, hilf mir! Oder ich lasse mein altes Leben los, oder so lässt man ein altes Leben los, so lässt man alte Muster los. Sage jetzt mal vielleicht sogar Cancel Culture, weil Leute haben ja gesagt, du bist ein Bettler, du hast alles verloren, da bist du, da gehörst du hin. Und wer bist du überhaupt, dass du denkst, dass Jesus sich nach dir erbarmen sollte, müsste, hätte, wette, Kette. Also, das sind dann all die Gefühle, aber manchmal ist der Titel auch einfach so ein Schlagsatz. Und manchmal muss so einfach ein Moment auch Stille sein und dann, tack, dann kommt so ein Titel, den du dann diesem Bild geben kannst. Also man kann bei jedem Bild eigentlich, wenn du sagst, die nächste Woche und Tage, du kannst beim ersten Bild stehen bleiben, das einfach mal anschauen, weil es hat so Details drin. Oder auch hier, wenn ich jetzt die Bibel lese, er schrie lauter, ist cool. Ist ein bisschen wie Passion, nicht der Passion-Film, die Reihe da, wo Chosen ist ja auch interpretiert, wie man das vorstellen hat. Oder man könnte sagen, so könnte es gewesen sein. Es ist nicht, wenn du jetzt The Chosen anschaust, es war genau so, das auch hineininterpretiert. Das ist alles gar kein Thema, das muss man ja machen. Aber dann beginnt eben etwas zu leben und das heißt jetzt nicht, dass sein Kopf genauso rot geworden ist, sondern die Person, die das gemalt hat, hat eine Sache rausgenommen. Er schrie laut und hat gedacht, okay, das Gesicht muss so wütend sein, dass er nicht mehr anders will, als das erleben, dass Jesus nochmals eingreift. Und wir haben das auch in diesem Buch geschrieben, auf Seite 35, das heißt eben Inspiration durch Bilder. Und hier in diesem Buch habe ich auch aufgeschrieben, was ich schon mit Bildern erlebt habe, weil das ist ja jetzt klar, wir sind in der Geschichte von Bartimäus und das schon eine ganze Weile. Wir haben vielleicht auch den Text schon aus der Bibel gelesen, aber du kannst natürlich auch irgendein Bild aus einer Zeitschrift nehmen, das dich anspricht und dann hast du noch keine Connection mit diesem Bild, dann verknüpft sich noch nichts, dann kannst du diese Dinge durchgehen und einfach dem sagen, was dir bei diesem Bild auffällt und dann deine Gefühle dazu erkennen, weil plötzlich kommt das Bild zu dir, dann gibst du dem Bild einen Titel und dann denkst du über dieses Bild nach. Was löst es aus? Was sagt es aus? Und wenn wir das bei diesem Bild machen, was löst es aus? Es löst bei mir effektiv aus, so die Menschenfurcht ist nicht mehr für ihn eine Rolle, es ist ihm auch egal, was Leute denken, oder man sagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt er sich ungeniert, kann man auch sagen, aber es gibt so einen Moment, Bartimäus hat jahrelang mit dem gelebt, die Bibel sagt nicht ein Wort, ob er darunter gelitten hat, man kann sich auch als ein Bettler, ist effektiv so das Leben einrichten, die Bibel sagt nichts darüber, über seine Gefühlslage, über seine Gedanken und das, ich sage immer, das wäre hochinteressant. Wie hat er sich gefühlt? Was hat er jeden Tag erlebt? Was hat er den ganzen Tag lang gemacht, wenn man ja da rumsitzt, wenn man in die Arbeit geht? Wenn man arbeitet, besser gesagt, dann denkt man, oh, ich hätte gerne Urlaub, aber er hat eigentlich Urlaub jeden Tag. Klar, er muss ja auch die Finanzen eintreiben. Aber nichtsdestotrotz, es ist interessant eben, dass dieses Bild kann man dann überlegen, was sind die Gefühle, was sind die Gedanken, was geht bei mir ab, wenn ich dieses Bild sehe, was ist bei mir der Punkt, wo ich merke, so, da ist die Linie überschritten. Es kann ein Thema sein, Gerechtigkeit, wo du siehst Menschen, die leiden und sagst so, bis hierhin nicht mehr weiter. Jetzt stehe ich auf und werde meine Talente einsetzen, jetzt stehe ich auf, werde meine Stimme erheben. Also du merkst, dieses Bild kann ein Moment sein, wo du deine Bestimmung erkennst. Das kann ein Moment sein, wo du aufstehst und Leidenschaft übernimmst. Das kann ein Moment sein, wo du merkst, so, ich habe viele Dinge einfach zugelassen und habe das irgendwie auch so vor mich hinschieben lassen. Also dieses Bild hat so viele Sachen. Das Coole ist ja, dass der Heilige Geist dich genau da abholt, wo wir sind. Also die Bilder sprechen oder auch eine Predigt hören Leute, Menschen, Dinge, die hast du gar nicht gesagt, aber das ist ein Gedanke, ein Komma, ein Punkt, wo genau der Heilige Geist nimmt und er lenkt es wieder in deine Lebensgeschichte. Das kann eigentlich nur der Heilige Geist machen.
Und dann als letztes kannst du dir überlegen, was für eine Bibelstelle kommt dir in den Sinn. Und es geht jetzt nicht darum, dass die Bibelstelle von Bartimäus nachschlägst, der eben genau so geschreit hat, aber wenn man einfach jetzt so dieses schreiende Bild sieht und man sieht ja, dass er schreit und dass er laut schreit, was kommt dir für eine Bibelstelle zu deinem Bild, das du jetzt ausgesucht hast? Das ist vielleicht ein anderes und das Schöne ist, es gibt nicht richtig oder falsch. Das Schöne an dieser Inspiration durch Bilder ist, dass es eigentlich direkt in unser Unterbewusstsein geht. Also dorthin, wo Gefühle schlummern, wir uns dessen aber gar nicht so bewusst sind, weil wir sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch nicht wahrgenommen haben, aber sie sind da, sie sind Realität. Und so kommen sie zum Vorschein. Und wenn wir jetzt den Heiligen Geist fragen, was für einen Vers gibst du mir zu diesem Bild? Mir ist der Vers in den Sinn gekommen, wo es heißt, was schreist du so? Das sagt Gott und ich behaupte jetzt, dieser Bibelvers ist im Zusammenhang mit Mose, weil Mose auch geschrien hat vor Gott wegen seinem Volk und dann sagt Gott, so habe ich es in Erinnerung, sagt ihm, hey, steh auf und nimm deinen Stab und dann mach dies und das. Und für mich persönlich jetzt heißt es, hey, ich höre dich und ich habe dir Dinge in die Hände gegeben. Du musst nicht so rumschreien wie dieser Bettler, weil du hast bereits Dinge, die ich dir in die Hände gegeben habe. Das ist jetzt das, was mir dieses Bild sagt. Dieses Bild sagt mir aus, dein Glaube hat dir geholfen. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glauben bedeutet nichts anderes, ich habe eine Situation und es gibt einen riesengroßen Gap, einen Graben, ich kann das selber nicht mehr machen. Und weil ich glaube, dass auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, jemand ist, der ein Wort spricht, mit einem Wort sprach Gott und Himmel und Erde wurde. Und Gott kann eine Sache sagen, eine Sache bewegen und das Leben hat sich komplett verändert. Und mit der Aussage sage ich nicht, wenn jetzt nicht ein Wunder in deinem Leben geschieht, du hast keinen Glauben gehabt. Also das war mega wichtig, diesen Klammersatz zu sagen, weil Hebräer Kapitel 11 und 12 gibt es Glaubensfrauen und Männer, die einen haben geglaubt und Wunder sind geschehen und andere haben geglaubt und Wunder sind nicht geschehen. Das ist nicht mein Punkt. Aber einfach, wenn man einen Bibeltext rausnimmt, aus dem Kontext raus, ist nicht falsch, so spricht Gott, aber man darf da nicht eine Theologie draus machen, man muss immer eine rote Linie sehen, was Gott mit ihm gedacht hat. Das für mich ist so, dein Glaube hat dir geholfen. Glaube ist auch eine Sehnsucht und auch eine Positionierung zu wissen, wem diene ich und wem folge ich nach. Und ich ende mit diesem Bild hier, weil ich finde, das ist so wirklich sensationell gemalt. Schau mal seine Augen an, völlig baff. So. Ich bete, wir beten für dein Leben, Vater, und ich danke dir für dein Wort, für das inspirierte Wort der Geschichte vom Volk Gottes, aber auch diese Prinzipien, die du uns gegeben hast und anvertraut hast. Ich bete, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, dass wir sehen, was für einen großartigen, starken, dynamischen Gott wir an der Seite haben. Nicht Menschen haben das letzte Wort, sondern du hattest schon das erste Wort und du wirst auch das letzte Wort haben. Du hast gesagt, hab keine Angst vor den Menschen, die uns töten und auch foltern können. Hab Angst vor dem, der euch in die Hölle werfen kann. In anderen Worten, du hast gesagt, habt Angst und Respekt und Ehrfurcht, nicht Angst, Respekt und Ehrfurcht von dem, der ist, war und immer wird bleiben. Ich segne dich im Namen des Vaters, dass dieser Vater im Himmel, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, dir deine Augen öffnet. Und ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle sein Leben gegeben hat. Darum kann er Wunder bewirken. Weil er kommt von da, wo es kein Tod, keine Leiden und auch keine Krankheit gibt. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, ich bin nie alleine unterwegs. Ja. Amen. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr jeden Morgen oder später irgendwann diesen YouTube ganz kurz noch angeschaut habt. Und uns ist es wichtig, euch einfach zu zeigen mit einer Geschichte. Wir haben bewusst nur eine Geschichte genommen, dass du am Ende dieser Woche Bartimäus in- und auswendig kennst. Und das zunächst, man kann eine Geschichte nehmen und wenn man sie ganz verschieden betrachtet, anschaut, dann hat das immer eine neue Ebene,
wo Gott zu uns sprechen kann. Und das heißt ja, Gott spricht auf viele verschiedene Weisen, sagt es in der Bibel, und oft hören wir nicht darauf. Darum, diese Stile sind eigentlich etwas, was auch deinem Typus, das eine mehr, das andere weniger, aber es geht darum, dass du merkst, aha, es gibt eine große Palette. Und nochmals, dieses Buch, Bibellesen wie niemals zuvor, vielleicht hast du es schon gekauft, wenn nicht, das ist eigentlich ein Must. Wirklich, wo dir einfach hilft, es gibt 31 Stile, mega simpel, mega einfach, damit das Wort Gottes in dir so richtig nochmals beginnt zu leben, weil das Wort Gottes ist ein Feuer, eine Flamme in uns. Also, danke für die letzten paar Tage, danke auch Susanne, danke auch Leo, dass wir jeden Tag, ich mehr, du weniger, aufgestanden sind so früh, man sieht es noch ein bisschen, aber das ist real, darum danke vielmals. Also, God bless you. Tschüss. Bye bye, tschüss.